Le Professeur hat mir gesagt, er wird mich fangen. Und darum verstecke ich mich jetzt da. Doch! Nein! Doch! Ist nicht wahr. Der Verräter. Der muss etwa 1,90 sein. Dunkler Bart, keine Brille. Eindeutig, ja, weißt du, das Gewicht. Aber Isa, wieso sind wir da im Schnee? Es ist jetzt gleich ruhig. Ja, komm, warten wir jetzt bis am Schluss von der Sendung. Aber ich kann dir verraten, es hat etwas mit Ostern Mit Ostern zu tun? Hey, Aber in ich mitspielen. der Zwischenzeit können wir ja schon mal das Lied BIBL hören. Singen. Stand doch auf dort, wo du bist und sing mit uns. Jesus und seine Jünger sind schon seit 3 Jahren unterwegs und reisen durch das ganze Land. Sie haben schon mega viel zusammen erlebt. Und Jesus hat ganz viele außergewöhnliche Sachen gemacht. Und die Leute waren mega erstaunt, was er gemacht hat. Ja, und die Leute selber haben Jesus immer weniger gern gehabt. Und Jesus selber hat auch spezielle Sachen gesagt, sodass auch die Jünger nicht mehr daraus gekommen sind. Hey, wenn du mehr darüber erfahren willst, über diese spannende Geschichte, dann bleib dran. Der Josef erzählt uns gerade noch Details von dieser mega spannenden Geschichte. Hast du gewusst, dass du dich jeden Tag für ganz einen Haufen Sachen musst entscheiden musst? Angefangen zum Beispiel am Morgen, wenn du aufstehst. Welche Kleider legst du an? Du musst entscheiden, ziehst du die blauen Hosen an oder die grünen Hosen oder welche Farbe sie auch immer haben, welches T-Shirt ziehst du an, musst du entscheiden. Nachher weiter, was isst du zum Morgen, musst du entscheiden. Oder nachher im Verlauf des Tages, mit welchen Sachen spielst du. Musst du auch entscheiden, nimmst Lego, nimmst Playmobil oder Baby oder weiss ich was. Musst du entscheiden, mit wem machst du ab heute.
Oder du kannst dich sogar entscheiden, tust du jetzt daheim folgen oder eben nicht. Auch das ist eine Entscheidungssache. Mache ich es oder mache ich es nicht? Wenn wir in der Bibel schauen, auch dort ist es immer wieder um Entscheidungen gegangen. Auch die Jünger von Jesus, die sind zwar mit Jesus mitgegangen, aber sie haben sich auch für das entscheiden. Jesus hat sie gerufen, hat sie eingeladen, kommt mit mir. Und dann müssen sie überlegen, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht? Und 12 Männer, die haben sich entschieden, mal, wir gehen mit Jesus mit. Und etwa 3 Jahre lang sind sie jetzt mit Jesus unterwegs gewesen. Haben sehr vieles erlebt in dieser Zeit. Viel Wunder, die Jesus gemacht hat. Und andere Sachen, wenn er zu den Leuten geredet hat, wenn er sie gelehrt hat über Gott. Und jetzt sind kurz vor dem Passafest gewesen, das Fest, das erinnert das Volk Israel, weil sie aus Ägypten gekommen sind. Und Jesus hat gesagt, ich möchte das Fest mit meinen Jüngern zusammen feiern. Ich möchte mit ihnen am Abend zusammen sein und fein essen. Ja, ein gutes Essen hat dort zu dem Fest dazugehört. Und die Jünger, die sind auch mitgegangen. Die sind dort dabei gewesen. Aber einer von diesen 12 Jüngern oder Freunden von Jesus, der war irgendwie nicht so ganz richtig dabei gewesen. Der war nicht mit dem Herz dabei gewesen. Er war eigentlich wie ein falscher Freund gewesen. Er hat noch etwas anderes im Kopf gehabt. Vor ein paar Tagen nämlich, da ist er heimlich zu den religiösen Führern der Juden gegangen. Das sind so die Pharisäer oder die Priester oder die Schriftgelehrten, die eigentlich die Schrift, also Gottes Wort, die alte Schrift, die sie hatten, sehr gut gekannt haben. Und sie haben schon an Gott geglaubt, aber die haben mit Jesus nichts zu tun haben. Und dann ist der eine Jünger zu diesen Leuten gegangen und hat ihnen gesagt, hey Leute, was gebt ihr mir, wenn ich euch helfe, den Jesus zu verraten? Ja, sie wollten Jesus nehmen, sie wollten Jesus gefangen nehmen, sie wollten Jesus Böses antun, sie wollten Jesus eigentlich weghaben. Und jetzt kommt der eine und will ihnen dabei helfen. Ich weiss es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die Führer dort speziell oder ein bisschen komisch reagiert haben. Warte jetzt, aber du bist doch auch einer von dem Jesus? Und du willst uns helfen? Du willst deinen Freund verraten? Aber der Judas hat geheißen, er hat gesagt, das ist jetzt egal, über das reden wir nicht. Sagt mir, was gebt ihr mir? Ja, die haben natürlich schon besprechen, was sie da machen, wie viel das sie ihm geben sollen oder was das sie ihm geben könnten. Dann haben sie miteinander geredet. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, wir könnten dir 30 Silberstück geben. 30 Silberstück. 30 Silberstück. Wir haben heute jetzt nicht so Silberstück, wir haben einfach normales Geld. Aber 30 Silberstück damals, das war recht viel Geld gewesen. Es ist nicht ganz klar, wie viel ist es wirklich, aber es ist, ich würde jetzt mal sagen, ein paar tausend Franken gewesen. Und der Judas hat mir überlegt, ein paar tausend Franken. Oi, das ist, ja, ein paar tausend Franken. Da könnte ich das könnte ich sehr gut brauchen. Das ist mal ein paar tausend Franken. Ich weiss jetzt nicht, was du gerade machen mit ein paar tausend Franken. Müssen wir jetzt überlegen. Ein paar tausend Franken, da könnte man direkt, könnte fast ein neues Auto kaufen oder einen Haufen Spielsachen und ganz, wirklich, das wäre doch toll, oder? Und ich meine, was hätte Judas dafür machen? Er hat nur Jesus verraten. Also es ist keine grosse Arbeit. Relativ einfach hat er so ganz viel Geld verdient. Der Judas hat sich überlegt, aber ich weiss nicht, was er mit dem Geld vorgehabt hat. Aber das Geld hat ihn gelockt. Und so hat er gesagt, 30 Silberstück. Doch, ich bin dabei. Das mache ich. Und so haben sie das abgemacht, dass er das Geld dann bekommt, wenn er ihnen zeigt, wer das der Jesus ist. Oder wenn er eben ihnen hilft, Jesus gefangen zu nehmen, Jesus zu verraten. Ja, und so ist der Judas jetzt also mit dem Wissen, dass er das gemacht hat, oder was er vorhat, ist er jetzt da mit den anderen Jüngern und mit Jesus an den Tisch gesessen. Und gegen außen hat man das nicht gemerkt, hat vielleicht ganz normal gegessen, aber im Herzen war es ganz dunkel gewesen. Er wusste, was er für schlimme Sachen vorhat. Aber weisst, Jesus hat es auch gewusst. Jesus hat ihn genau gekannt.
Jesus ist Gottes Sohn und er weiß alles. Er kennt sein Herz, er kennt dies, er kennt mein Herz, er weiß, was wir denken. Und darum hat er dort nachher können sagen, wo so in der Runde zusammen waren, einer von euch wird mich verraten. Was? Was wird? Nein, das kann nicht sein. Schnell haben die Jünger angefangen miteinander zu reden. Bist es du? Nein, ich nicht. Also nein, ich auch nicht. Nein, ganz sicher nicht. Nein, das würde ich nie machen, haben sie gesagt. Und sie haben nicht herausgefunden, wer das ist. Daraufhin ist dann Judas rausgegangen. Er ist weggegangen. Und die anderen Jünger, die haben schon gesehen, dass er rausgeht, aber sie haben gar nicht dabei gedacht. Vielleicht haben sie gedacht, wahrscheinlich muss er noch mehr zu essen kaufen oder sonst irgendetwas machen. Aber sie haben nichts Komisches gedacht. Niemand ist darauf gekommen, dass es der Judas ist. Der Judas aber ist rausgegangen und hat die Soldaten, die römischen Soldaten getroffen. Ja, die Soldaten hätten jetzt den Jesus gefangen nehmen. Es war bereits dunkel für aussen und sie hätten den Jesus gefangen nehmen. Die Führer, die jüdischen, eben die Priester, Pharisäer und so weiter, die haben den Soldaten gesagt, geht raus und holt uns den Jesus. Und der Judas hat das gewusst, hat mit ihnen abgemacht. Und vielleicht weisst du es, ein Zeichen hat er mit ihnen abgesprochen, weil die Soldaten, die haben ja dann wahrscheinlich Jesus nicht gerade gekannt, nicht gerade gewusst, wenn es dunkel ist, ja, wie sehen wir denn, wie wissen wir, wer Jesus ist? Dann hat er eben ein Zeichen abgesprochen und gesagt, dem, wo ich begrüße, dem, wo ich einen Kuss auf die Backe gebe, das ist ihn. Den müsst ihr gefangen nehmen. Und so haben sie es gemacht. Der Judas ist mit diesen Soldaten also mitgegangen und hat das tatsächlich machen, was er vorgehabt hat. Ja, vielleicht denkst du jetzt, das ist ja wirklich so gemein. Ich meine, einen Freund verraten, das macht man doch nicht. Das ist und dann an Jesus. Wie kann der Judas das nur machen? Und er ist so viele Jahre, so viel Zeit war er mit ihm zusammen gewesen. Wie kann er das nur machen? Es ist so gemein. Ja, und dann eben Jesus, der selber nie etwas Böses gemacht hat, wo nichts Falsches gemacht hat, wo den Leuten geholfen hat, wo Wunder gemacht hat. Und der soll jetzt also verraten werden. Aber Judas hat sich entschieden, das Falsche zu tun. Er hat sich für das entschieden, weil er ein Sünder ist. Und genauso sind wir eben auch. Wir sind nicht besser. Da in der Bibel, im Römerbuch, dort steht es. Römer 3, Vers 23. Steht, dass wir Menschen, dass wir alle Sünder sind. Dass wir alle Sachen machen, die nicht gut sind. Klar, vielleicht hast du noch nie jemanden verraten, aber vielleicht hast du schon andere Sachen gemacht. Einmal gelogen, also nicht die Wahrheit gesagt. Oder irgendwie bist du verrückt gewesen und hast wegen dem nachher ganz schlechte Sachen gedacht über andere. Oder sonst irgendwas. Aber die Bibel sagt, wir sind alle Sünder. Und Sünde ist eine Art, wie wenn wir Gott nicht folgen. Wenn wir Gott nicht vertrauen. Wenn wir ihm nicht glauben. Und das Problem ist, dass die Sünde muss bestraft werden muss. Weil eben Gott ohne Sünde ist. Sünde passt nicht zu Gott. Gott ist heilig. Und darum muss er Sünde oder Sünder bestrafen. Und die Strafe ist, dass wir nie mehr mit Gott zusammen sind. Für immer getrennt von Gott. Und das ist eine ganz schlimme Strafe. Nur der Punkt ist, Gott möchte das nicht. Er liebt Menschen. Er möchte mit uns zusammen sein. Für immer und ewig. Er möchte, dass sich Menschen für Jesus entscheiden können. Dass er ihnen eben die Sünden vergeben kann. Und wenn ich es gesagt habe, Jesus macht das oder möchte das machen, weil er uns liebt, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Das ist der Grund. Nur das Problem ist, dass viele Menschen das nicht merken und sich darum eben nicht für Jesus entscheiden, weil sie ihn eben nicht kennen und seinen Plan nicht kennen. Jesus ist darauf nach dem Essen rausgegangen. Es ist jetzt so wie ein Garten, also es heisst Garten Gethsemane. Dort war er oft und dort ist er oft beten auch. Mit seinen Jüngern, mit anderen ist er dort hergegangen und Judas hat das gewusst, hat den Ort auch gekannt. Eben, er war schon viel mit Jesus unterwegs gewesen. Und darum hat er genau gewusst, wo das Jesus ist. Und tatsächlich, er kommt von hinten mit allen Soldaten. Kommen sie dort herlaufen. Der Judas sieht Jesus vorne. Jesus ist überhaupt nicht weggegangen.
Er sieht ihn und dann geht er zu ihm an. Grüezi Meister! Ganz fröhlich tut er ihn begrüßen und gibt ihm einen Kuss auf die Backe. Jesus sagt zu ihm, mein Freund, mit einem Kuss tust du mich verraten. Nehmen ihn fest! Ruft plötzlich einer. Und tatsächlich sind die Soldaten gerade gekommen, haben Jesus gepackt, haben ihn gefesselt und haben ihn abgeführt zum Hohepriester, zu diesen Führern der Juden. Dort ist er hergekommen. Der Judas aber ist ein bisschen zurückgegangen, aber gleich ist er dort geblieben und hat das so ein bisschen aus Distanz alles beobachtet. Er hat beobachtet, was passiert. Aber Judas gesehen hat, wie sie Jesus von Ort zu Ort bringen, von einem zum anderen. Und wenn er ausgefragt wird, wenn er geplagt wird, wenn er geschlagen wird, da hat er plötzlich ein bisschen Angst bekommen. Je länger das es dauert, hat Judas plötzlich gemerkt, du, die Leute, ich glaube, die meinen es ernst. Ich glaube, die wollen Jesus wirklich töten. Aber das habe ich doch eigentlich gar nicht wollen. Ich habe doch einfach das Geld wollen. Das war mir wichtig. Jesus, nein. Judas war es plötzlich irgendwie nicht mehr recht. Er hat plötzlich gemerkt, dass er keine Freude mehr hat. Dass er auch an dem Geld keine Freude mehr hat. Was soll ich nur machen? Ich will eigentlich überhaupt gar nicht mehr kaufen mit dem Geld. Plötzlich hat er gemerkt, dass ihm das nicht mehr wichtig ist. Er hat gesehen, was mit Jesus passiert. Ja, die Zeit ist vergangen. Der Judas hat sich versteckt, aber er hat gleich gesehen, alles gesehen, was passiert, was sie machen mit Jesus. Es ist morgen geworden. Der Judas hat beobachtet, wie sie Jesus zum Belast vom Pilatus bringen. Und wenn er dort verhört wird, wie sie ihn ausgefragt haben, er hat es aber nicht mehr ausgehalten. Er hat sein Geld genommen und ist weggerannt. Fort. Er ist zu den Hohepriester gerannt. Ja. Der Judas hat nachher nicht mehr gehört, wie der Pilatus über Jesus gesagt hat, ich finde keine Schuld an dem Jesus. Ich weiß nicht, was er falsch gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wieso, dass ihr ihn verhaftet habt, wieso, dass ihr ihn zu mir bringt. Ich denke, wir könnten ihn mal einfach auspeitschen, dann sind da die Leute zufrieden und dann könnten wir ihn laufen lassen. Judas hat nachher nicht mehr gesehen, den kaputten Rücken von ihm, wie er geblutet hat, wie er ganz schlimm dran war. Er hat dann nicht mehr gehört, wie der Pilatus gesagt hat, da ist euer König, nehmt ihn. Aber vielleicht hat er etwas anderes noch gehört. Weil die Leute haben nicht wollen, dass er einfach frei kommt. Die Leute wollen, dass Jesus sterben muss. Weil da eben die religiösen Führer, die haben sie richtig dazu angestiftet. Und so haben alle miteinander geschrauen. Kreuzigen ihn! Kreuzigen ihn! Sie haben gemeint, Jesus muss ans Kreuz, Jesus muss sterben. Vielleicht hat Judas das gehört. Jesus hat es aber nicht verdient zu sterben. Judas vielleicht wieder denkt. Das geht einfach nicht. Wieso? Nein, und ich bin schuld. Judas hat es nicht mehr ausgehalten. Wenn es doch nur nicht spät wäre. Er ist eben zu den Führern gegangen dann und hat ihnen gesagt, da, nehmt das Geld. Ich will das Geld nicht mehr. Ich habe Jesus verraten, aber Jesus ist unschuldig. Aber die Führer, die Juden, die Pharisäer und so, die haben ihn nur angeschaut. Für das ist jetzt schon spät. Jetzt haben wir Jesus schon. Dein Geld, das brauchen wir nicht. Das kannst du haben. Das wollen wir nicht. Gang weg von da. Gang weg von uns. Judas hat es aber nicht gelangt. Er hat wirklich gemerkt, was passiert ist, was er da gemacht hat. Und er hat das Geld genommen und hat sich einfach am Boden abgeschmissen und ist davon. Er hat das nicht mehr wollen. Er hat seinen besten Freund für Geld verraten. Ja, aber so ist es. Er hat das nicht mehr rückgängig machen. Und mit der Sünde ist es so. Was wir gesagt haben, was wir gemacht haben, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Was passiert ist, das ist passiert. Und eben, das Schlimme daran ist, dass genau die Sünde, dass die uns von Gott trennt. Und da können wir nachher noch so lieb sein oder freundlich sein. Es nützt nichts mehr. Wir Menschen sind Sünder und können nicht von uns aus eigener Kraft aus, wieder zu Gott zurückkommen. Das geht nicht. Aber Gott hat uns erschaffen. Jeder von uns. Und er liebt uns mehr als irgendein Zuschöpfer. Und darum hat er Jesus geschickt. Eine Bibelstelle
Du kennst sie bestimmt, Johannes 3, Vers 16. Dort steht, Gott hat Menschen so fest geliebt, dass er eben seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Aus seiner grossen Liebe heraus hat Gott geplant, dass Jesus uns von der Sünde will erretten. Dass er uns die Sünde will vergeben. Und darum all das, was jetzt da passiert ist, dass die Soldaten ihn gefangen genommen haben, das ist nicht Zufall, sondern es ist geplant von Gott. Er hat das so wollen. Und er möchte, dass wir Menschen uns für ihn entscheiden können. Der Judas aber hat das nicht mehr gemacht. Seine Schuld hat ihn zu fest plagt. Vielleicht hat er gedacht, so etwas Schlimmes, was ich gemacht habe, das kann Jesus nie vergeben. Da ist es zu spät, da gibt es keine Rettung mehr. Ja, der Judas hat auch nie erfahren, dass Jesus sogar in dieser Zeit für seine Feinde gebetet hat. Ja, für Jesus gibt es nichts, was zu spät ist. Er hat auch nicht sehen, wie Jesus dann nachher abgeführt worden ist und am Kreuz haben wir sterben. Er hat das nicht mehr mitbekommen. Er hat nicht verstanden, dass Jesus auch für ihn gekommen ist, für seine Schuld. Um für diese Schuld zu sterben. Ja, Jesus hätte sich selber retten können. Er hat die Macht gehabt, aber er hat das nicht wollen, weil er ist auf die Erde gekommen. Er hat sich entschieden, um auf die Erde zu kommen, um für uns Menschen zu sterben. Um uns Menschen zu retten. Dich und mich, dass er all die Schuld, die Strafe, die wir verdient hätten, hat er am Kreuz auf sich genommen. Und für das, oder darum, weil Jesus das gemacht hat, können wir wieder Frieden haben mit Gott. Wenn wir an ihn glauben, kann er dadurch uns alle Schuld, oder will er die Schuld vergeben. Und er will, dass wir immer bei ihm sein können. Er will, dass wir uns für das entscheiden können. Aber etwas ganz Wichtiges hat der Judas auch nicht mehr gesehen. Er hat nicht mehr gesehen, wie Jesus nämlich 3 Tage später wieder lebendig geworden ist. Ja, Jesus ist nicht tot geblieben. Wie hat das passieren? Weil Gott grösser ist. Weil Gott alle Macht hat. Weil Gott Jesus lebendig gemacht hat. Ein grosses Wunder. Gott ist stärker als der Tod. Und weil das so ist, werden alle, die an ihn glauben, mal für immer dürfen bei ihm sein. Bei ihm im Himmel. Was nur noch, wo der wunderbarste Ort eigentlich ist. Möchten wir ihm danken, dass Jesus das gemacht hat. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe, die du hast zu uns Menschen. Dass du für uns gestorben bist. Dass du dich für das entschieden hast. Danke, Jesus, für alles. Amen. Ja, und für diese grosse Liebe können wir eigentlich wirklich nichts anderes machen, als uns für ihn entscheiden und ihm immer wieder zu danken. Und jetzt in einem Lied können wir Jesus danken für das. Was musst du für eine riesengroße Liebe haben? So heisst das Lied. Love.
dass wir uns für ihn entscheiden. Aber Isa, ich komme gar nicht raus. Was hat jetzt denn die Geschichte mit dem Schnee zu tun? Warte, ich habe die Antwort. Warte. Wow. Okay, da steht im Psalm 51, Vers 9, steht, reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Wenn Gott dir Schuld vergibt, dann bist du so weiß wie der Schnee da. Ah, das ist der Zusammenhang von Schnee und der Ostergeschichte. Ja, Kids, so viele spannende Sachen haben wir in dieser Geschichte gehört. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie gut du daheim aufgepasst hast. Und darum haben wir wie jedes Mal 3 Fragen für dich vorbereitet. Die erste Frage, die ist von dir. Genau. Was hat der Judas bekommen, dass er Jesus verraten hat? Die Antwort A, 30 Silberstück. Die Antwort B, 20 Goldstück. Oder die Antwort C, 45 Silberstück. Und die zweite Frage, die heisst, wie hat der Judas Jesus verraten? Antwort A mit einem Kuss, Antwort B mit einem Handschlag und Antwort C mit einer Umarmung. Frage 3. Jesus hat sich nicht gewehrt, weil Antwort A, er nicht hat können. Antwort B, weil er nicht gewusst hat, wie. Oder Antwort C, weil es Gottes Plan war. Genau, wie immer könnt ihr die Frage wieder ausfüllen und uns einschicken. Und zum Preis haben wir... Den Preis? Hat er den Preis? Da kommt er schon zu rutschen! Das Mal haben wir spezielle Oster-M&M's für euch. Also füllt das Quiz aus und der Gewinner bekommt die feinen M&M's. Genau, und jetzt... Letztes Mal haben wir ja, also als wir letztes Mal den Kniesli gesehen haben wir gesehen, wie er abgehauen ist und sich verstecken muss. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob er sich sicher verstecken konnte. So, da wären wir jetzt. In meinem Versteck. Ich bin eben ja jetzt in dem Zeugenschutzprogramm da drin. Das heisst, Zeugenschutz, also es ist eben so, der Le Professeur hat mir gesagt, er will mich fangen. Und darum verstecke ich mich jetzt da, damit er nicht weiss, wo ich bin. So, aber jetzt muss ich mal noch da rausgehen. So. Das Beste an dem Geheimversteck ist natürlich, dass niemand weiss, dass ich da bin. Nur der Geschwind. Am Heili habe ich es gesagt, weil der Küde, das ist ein Verräter. Oh, ich höre einen Schritt. Muss ich mich wieder verstecken. Hä? Jetzt müsste es doch da sein. Ah, da, das Hütchen. Kniesli! Kniesli, bist du da? Geschwind? Ja? Bist es du? Ja, sicher bin ich. Hörst du mich an? Das ist aber nicht unser Klopfzeichen, das wir gesagt haben. Ja, was ist denn unser Klopfzeichen? Das! Ja, was habe ich gemacht? Ja, etwas ganz anderes. Ich hatte doch Ja, aber du weißt ja, dass ich da bin. Ja, aber woher soll ich das wissen? Raus. Weißt du, geschwind, die Idee an einem Klopfzeichen ist, dass nicht jeder einfach da rein könnte. Aber ich bin ja nicht jeder. Aber weißt du, ich bin da in Gefahr. Ich hatte schon mal einen Verräter gehabt. Der Küde hat mich verraten. Ja. Was hat er denn gemacht? Das schlitt so. Weißt du, nach der Gutzli-Fabrik damals sind wir zusammen zur Feier des Tages einen Döner essen. Und der Küde, du wirst es nicht glauben, der Küde, wirklich unglaublich, der Küde hat einen Döner ohne Fleisch bestellt. Nein. Doch! Nein! Doch! Ist nicht wahr. Der Verräter. Und ich habe ihm dabei doch ganz genau, weißt du, während unserer Gefangenschaft, ich habe ihm das vorne und hinten erzählt, dass gesund, aber doch fein aus Fleisch besteht die Ernährung. Ja. Aber schön bist du da. Das ist ja unglaublich. Ja. Ja, und jetzt? Ja, erzähl, wie hast du es? Ja, weißt du, Was machst du so? es ist recht eintönig. Ich bin echt ganz froh, dass du da mich kommst besuchen. Ich bin da über ein Zeugenschutzprogramm. Weißt du, das heisst, weil der Professor mich wieder fangen will, hat gesagt, Knüsli, du musst dich verstecken. Und da bin ich jetzt. Ich tarne mich jetzt als Gärtner. Ja, aber eben, hast du ja noch schön da. Ja. Wenn es vielleicht das Gärtchen, aber das Zeug wächst halt noch nicht so bei dir. Sagen wir es so, ich bin ja sozusagen noch in den Anfängen. Ich habe gesagt, ich würde gerne möglichst wenig Gemüse anpflanzen. Darum siehst du jetzt da hinten ein bisschen grün. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich pflanze Lammsteaks an. Ein bisschen Rind, ein bisschen Lamm, überall ein bisschen Fleisch. Aber das wächst aktuell schon noch nicht so gut. Ja, ist halt noch nicht Saison dafür, oder? Ja, aber das ist eben so. Ja. Aber ich bin froh, bist du da. Ich habe sogar noch ein Schoki-Häschen versteckt. Ich habe gedacht, wenn du kommst, dann essen wir doch jetzt einmal ein Schoki. Ja, voll cool, ja.
Das ist schon noch praktisch am Alzheimer. Da kann man sich den Schokohase selber verstecken. Ja, das ist so. Also wo hast du ihn jetzt? Ich habe da hinter der Kiste, da sollte sein. Also da bist du jetzt sicher, oder Da was? bin ich 100%, 102% sicher. Wo hast du ihn? Also schau, es ist so, er ist da hinter dem Dings gesessen und jetzt ist er weg. Ist er davon gekoppelt, oder So. was? Die Schokohase. Keine Ahnung, du. Hey, ich hatte schon mal so einen Schokohase-Roboter, der hoppen konnte. Aber der ist aus dem Mikro. Der ist weg. Ja, aber du musst ja irgendwo Spuren haben. Hey, Schau Rot, mal. aber Sapperlot, wo ist denn der? Zeig mal deine Schuhe. Das ist nicht von dir. Der ist zu klein. Der ist jetzt. Hey, da hat es einen Bösewicht. Vielleicht ist das der Professor, der mich fangen will. Das Ui. muss, Du, ich muss in das Häuschen, ich muss mich verstecken. Was machst ich muss ja messen. Ja. Wie ist mit der Polizei? du? Hey, du bist ein Gescheiter, du. Ja. Also etwa eine Spitzhacke gross, he? Ja, ich würde sagen, der muss etwa 1,90 sein. Ja. Dunkler Bart. Ein dunkler Bart, ja. Ja, keine Brille. Dunkler Bart, Mann oder Frau? Mann. Mann, Ja, eindeutig. Ja, weißt du, das Gewicht. Ja, das ist noch nicht... Das Hey, ist ein leicht für eine Frau. hast du das mal studifiziert? Ja, sowieso. Weißt du, ich bin viel rumgekommen. Aber Hey, ich glaube, Du bist ich mein- könnte dem aufschauen. Ja, das ist... Hey, du bist im Fall manchmal gescheiter, als du aussiehst, du. Hey, komm, wir gehen ins Hütli, das ist gut. Und nachher, wenn er kommt, dann könnten wir eigentlich theoretisch auch gerade schnappen. Ich habe noch nämlich ein paar lässige Sachen drin. Ja, voll, machen wir uns parat. Jetzt habe ich die, jetzt packe ich die, jetzt fresse ich die. Hey, also, jetzt ist die Sendung schon vorbei und Nati, was hast du da? Boah, wir haben die Gutsliebe bekommen vom dem Ruben. Hey, Kids, danke euch vielmals. Wow, Spitzbuben. Das haben wir gesehen. Mega schön. Danke vielmals. Hey, Kann ihr die Schachtel noch? Das ist das sind die Gutsis vom Professor. Ja. Hey, danke Kids vielmals. danke vielmals. Wow, die sind mega fein. Also, ich wollte eigentlich noch weiterreden. Und zwar möchte ich euch ganz herzlich einladen. Das ist die erste Sendung und den nächsten Teil gibt es nächste Woche. Schaltet also unbedingt wieder ein. Es geht nämlich weiter mit dem Knüsli. Und kommt doch am Karfreitag vorbei. Wir haben dort extra ein Programm für euch. Der Link ist unten eingeblendet. Wir würden uns mega freuen, euch dort zu sehen. Hey, also, tschüss zusammen, liebe Tschüss zusammen. Und Jesus hat gesagt, ich möchte das Fest mit meinen Jüngern zusammen feiern. Die Jünger, die sind auch mitgegangen, die sind dort dabei gewesen. Aber einer von diesen 12 Jüngern oder Freunden von Jesus, der ist irgendwie nicht so ganz richtig dabei gewesen. Der ist nicht mit dem Herz dabei gewesen. Er ist eigentlich wie ein falscher Freund gewesen. Ja, sie wollten Jesus nehmen, sie wollten Jesus gefangen nehmen, sie wollten Jesus Böses antun. Und der Judas hat mir überlegt, ein paar tausend Franken. Oi, das ist, ja, ein paar tausend Franken. Da könnte ich ja, oh, das könnte ich sehr gut brauchen. Aber im Herzen war es ganz dunkel. Er wusste, was er für schlimme Sachen vorhat. Die haben den Soldaten gesagt, geht raus und holt uns den Jesus. Und der Judas hat das gewusst, hat er mit ihnen abgemacht. Und vielleicht weisst du es, ein Zeichen hat er mit ihnen abgesprochen, weil die Soldaten, die haben ja dann wahrscheinlich Jesus nicht gerade gekannt, die haben nicht gerade gewusst, und wenn es dunkel ist, ja, wie sehen wir denn, wie wissen wir, wer Jesus ist? Dann hat er eben ein Zeichen abgesprochen und gesagt, dem, wo ich begrüße, dem, wo ich einen Kuss auf die Backe gebe, das ist ihn. Den müsst ihr gefangen nehmen. Er hat seinen besten Freund für Geld verraten. Ja, aber so ist es. Er hat das nicht mehr rückgängig machen. Der Judas aber hat das nicht mehr gemacht. Seine Schuld hat ihn zu fest belagt. Vielleicht hat er gedacht, so etwas Schlimmes, was ich gemacht habe, das kann Jesus nie vergeben. Aber etwas ganz Wichtiges hat der Judas auch nicht mehr gesehen. Er hat nicht mehr gesehen, wie Jesus nämlich 3 Tage später wieder lebendig geworden ist.